Zusammen stark, so begeistert, starke Gemeinschaft. Mich begeistert starke Gemeinschaft, weil ich merke, wie der Heilige Geist hineinwirkt und aus etwas völlig Normalem etwas Außergewöhnliches wird. Und gerade, wir haben es ja von der Tollpatschigkeit noch gehabt, gell? Manchmal schickt Gott seine Engel, manchmal schickt er auch gute Freunde, die dann da sind und mit einem anstehen. Pfingsten, heute ist Pfingsten, wir feiern, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgossen hat. Es war schon im Alten Testament verheißen gewesen. Der Heilige Geist ist auf einzelne Leute gekommen, aber es hat immer wieder die Prophezeiungen gegeben, dass irgendwann der Heilige Geist auf das ganze Volk von Gott wird ausgossen werden. Und dann ist Jesus gekommen und Jesus hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, kommt in einen neuen Bund hinein, quasi ein neues Volk von Gott. Und genau da soll die Verheißung in Kraft treten, dass der Heilige Geist auf jeden Einzelnen ausgossen wird. Was für eine wunderbare Verheißung. Er hat gesagt, es wird der Tröster und der Beistand und Kraft aus der Höhe kommen, also Kraft, die wirkt. Und das haben genau die ersten Jünger, die ersten Jesus-Nachfolger erlebt. An den Pfingsten sind sie zusammengehockt und dann ist die Kraft vom Heiligen Geist gekommen. Es ist so interessant, gerade die ersten Pfingsten, wie die Jünger da zusammen waren, es kommt mir manchmal so vor, wie ein kleines Grüppli von ein paar Leuten, von ganz gewöhnlichen Leuten, die da zusammensitzen und irgendwie sich sogar zurückgezogen hat. Und dann kommt Pfingsten, dann kommt die Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und die kleine Gruppe erlebt, wie es ihren ganz normalen Umständen, aus ihrem gewöhnlichen Alltag etwas absolut Außergewöhnliches wird. Vielleicht kommst du dir manchmal auch so ganz klein vor, wie so ein kleines Grüppli. Du denkst, ja, ich habe einen kleinen Glauben, ich habe irgendwie... Wir sind eine kleine Gruppe, wir sind eine kleine Kirche, eine kleine Familie, es ist alles so klein. Aber dort, wo nachher der Heilige Geist hineinkommt, wird plötzlich alles gross. Weil ich möchte dir etwas sagen. Dort, wo du mit Gott zusammen bist, bist du immer die Mehrheit. Vielleicht kommst du dir manchmal auch so ganz gewöhnlich vor. Es ist alles so gewöhnlich, der Alltag ist so gewöhnlich, alles ist gewöhnlich. Aber dort, wo Gott dazukommt, wird aus dem Gewöhnlichen etwas Außergewöhnliches. Und das ist genau das Thema von heute. Dort, wo der Heilige Geist mit dazukommt und anfängt hineinwirken, dort passiert aus dem ganz Gewöhnlichen etwas Außergewöhnliches. Und das gilt auch für das Zusammensein, für die Gemeinschaft, die man zusammen hat. Ich denke manchmal immer wieder, wie kann das sein? Wie kann Kirche funktionieren? Wie kann so eine Gemeinschaft funktionieren? Da sind so viele absolut verschiedene Menschen da. Man hat eine Gemeinschaft mit Leuten, mit denen würde man sonst nie zusammen sein. Man hat kein einziges Hobby gleich. Man wohnt irgendwie sogar vielleicht an verschiedenen Orten. Man arbeitet etwas völlig anderes. Man ist eine ganz andere Generation. Und trotzdem ist da eine Gemeinschaft? Ist es zusammen unterwegs sein? Ist etwas, was einem verbindet und zusammenbringt und zusammenschweißt? Es können sogar Freundschaften wachsen. Es kann Ermutigung passieren. Es kann einem stärken. Also das ist eigentlich schon ein riesiges Wunder in sich. Der Heilige Geist, der aus ganz gewöhnlichen Menschen etwas Außergewöhnliches macht, wenn sie zusammen sind. Und wir wollen heute miteinander auch in die Bibel hineinschauen. Ich will miteinander über zwei Sachen nachdenken, die der Heilige Geist bewirkt unter uns. Und für mich sind das die zwei absolut außerordentlichsten Sachen, die der Heilige Geist bewirkt. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, du denkst, ich möchte gerne mega viel vom Heiligen Geist spüren und erfahren, wie im Raum geht, dass er wirkt. Dann bist du jetzt gespannt, was ich euch sage, dass die zwei außergewöhnlichsten Wirkungen sind, die der Heilige Geist hat, in unserer Zeit, auch heute. Und es ist eine mega spannende Sache. Und es ist auch interessant, weil ich weiß nicht, wie es dir geht beim Thema Heiliger Geist. Ist ja nicht das Thema, sondern er ist eine Person, er ist Gott selber. Und dann denken wir, ja, er kommt und wirkt so die übernatürlichen Sachen, Wunder und Heilige und Sprachenrede und alles Mögliche. Und das sind alles coole Sachen, aber es gibt noch größere und noch bessere Sachen. Und über die wollen wir heute miteinander nachdenken. Und ich möchte gerne zum Start beten. Danke, Vater im Himmel, dass du deinen Geist aussendest. Dass du ihn ausgüssest. Und dass er aus ganz Normalem etwas Außergewöhnliches macht. Und ich möchte dich besonders bitten, Vater im Himmel, heute an diesem Morgen für die Menschen, die sich schon lange sehnen, dass du zu ihnen redest, dass du ihr Leben ihnen redest, dass du ihnen begegnest. Dass du durch deinen Heiligen Geist ihnen heute und jetzt begegnen. Auf eine tiefe Art ins Herz ihnen redest, wie sie das noch nie erlebt haben. Ich möchte dich aber bitten auch für uns alle, dass du unsere Herzen aufmachst für dein Wirken und dein Reden. Amen.
Der erste Vers, den wir miteinander lesen wollen, steht im Johannesevangelium. Etwas, was Jesus gesagt hat. Und es ist so die erste, absolut für mich grösste Wirkung, die der Heilige Geist entfaltet. Es steht im Johannes 3,5. Die die Bibel haben, dürfen gerne mitlesen oder die Hause auch nach vorne nehmen und dort mitlesen. Da sagt Jesus: Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Also Jesus sagt, wer nicht mit Wasser und mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist neu geboren ist, der kann nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Oder umgekehrt gesagt, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du ein Teil von seiner Gemeinde bist, wenn du Jesus glaubst und schon in seinem Reich hinein bist, dann ist das ein Wunder, das passiert ist durch den Heiligen Geist, wo er ein neues Leben gewirkt hat bei dir. Und das ist auch meine erste Frage, die ich dir heute stellen will. Hast du die Wirkung vom Heiligen Geist erlebt, dass er aus deinem alten Leben ein neues Leben gemacht hat? Dass er dich aus der Verlorenheit oder aus der Distanz von Gott hineingeholt hat in sein Reich? Für mich ist das die absolut grösste Wirkung, die der Heilige Geist entfaltet. Dass er uns Menschen, die so weit weg sind von Gott und getrennt sind von Gott, anholt zu sich und etwas möglich macht, was für uns Menschen absolut unmöglich ist. Das ist so genau das Thema, wo an der Pfingsten auch mega zentral war. Die Menschen haben dort gemerkt, dass sie auf Distanz sind zu Gott. Und wenn man ja über Beziehungen nachdenkt, sie haben gemerkt, dass sie Beziehungen kaputt gemacht haben. An der Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen auf die gewöhnlichen Jünger und sie haben plötzlich ganz außergewöhnlich angefangen zu predigen und alle Leute haben es verstanden in ganz Jerusalem und haben zugelassen. Und wir lesen dann da die Predigt von dem Petrus, wie er redet zu den Leuten und es ist wirklich eine vollmächtige Predigt. Und die hören zu und plötzlich merken sie, oh, das betrifft ja mich. Wir lesen, wie sie es im Herz getroffen hat. Und der Petrus sagt ihnen dort, hey Leute, im Fall der Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt, das war ein Gott, den ihr tot gemacht habt. Und es hat sie im Herz getroffen und sie hat gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Es gibt auch so viele Menschen heutzutage, für sie ist Gott tot. Sie erklären Gott für tot. Der soll nichts mit ihrem Leben zu tun haben. Nichts mehr mit dem Alltag. Und dann, plötzlich hat es im Herz getroffen, die Menschen dort. Und sie fragen, was sollen wir tun? Und der Petrus sagt zu ihnen, interessant, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also der erste Punkt, der Heilige Geist bewirkt ein neues, ewiges Leben. Was für ein riesiges Geschenk. Und wie funktioniert das? Der Petrus bringt es da wunderschön auf den Punkt. Er sagt als erstes, kehrt um. Das heisst, aus der Distanz von Gott sagen, so stopp, ich will zurückkommen zu Gott. Er sagt, nehmt die Vergebung von Jesus in Anspruch. Es wird da der Begriff Sünde gebraucht, zur Vergebung eurer Sünden. Das bedeutet echt nichts anderes als all die Beziehungen, die kaputt sind, dass dort Vergebung braucht. Und vor allem die Beziehung, die kaputt ist zu Gott. Die, wo eigentlich wir als Menschen überhaupt keine Möglichkeit haben, um das zu kitten, um das zu retten, um das wieder gut zu machen. Auch das will Gott vergeben und eine neue Versöhnung schaffen, dass wir mit Gott verbunden sein können. Und dann heisst es, und lasst euch taufen. Und dann werdet ihr die Gabe vom Heiligen Geist empfangen. Vielleicht bist du jetzt auch da und sagst, ich bin umgekehrt zu Gott, aber ich habe mich noch nie taufen lassen. Ich will dich unbedingt ermutigen. Der Petrus sagt es da kurz und knapp, es gehört mega zusammen. Es ist wie etwas Einzelnes, was passiert. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Heiligen Geist? Kommt er in mein Leben rein, in dem Moment, wo ich umkehre zu Gott? Also eigentlich, wo ich mich bekehre, oder bekehre. Oder in dem Moment, wo ich mich taufen lasse und mich untertaufen lasse im Wasser und wieder rauskomme da. Das ist noch eine spannende Frage. Ich brauche dazu gerne ein Bild, um das zu erklären, wie das funktioniert. Und zwar das Bild von der Ehe. Weil das ist auch eine Beziehung, die man eingeht, ein Bund, den man macht mit einem anderen Menschen. Und Umkehren zu Gott ist so wie ein Bund, den man macht mit Gott. Und jetzt beim Heiraten ist es ja so, dass man
zuerst aufs Standesamt geht. Wir sind gerade gestern an einer Hochzeit gewesen, und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, ihr seid ja schon verheiratet. Ihr seid ja schon auf dem Standesamt gewesen. Und genau so ist es. Dort sagt man sich ja, dort schließt man einen Bund miteinander und ab dem Moment gilt man als verheiratet. Und genau das Gleiche ist es auch bei Gott, wenn wir einen Bund schließen mit Gott, ich will eine Beziehung haben mit dir, ich will zurückkommen zu dir, vergib mir. Und er vergibt. Ab dem Moment haben wir einen Bund geschlossen mit Gott, einen Bund, der versiegelt ist mit seinem Blut, ein Blutsbund. Mit dem Blut von Jesus besiegelt. Und ab dem Moment dürfen wir Freude haben, dass der Heilige Geist uns gegeben ist als ein Geschenk, als eine Gabe, als eine Vorauszahlung, aber auch als der das ganze neue Leben überhaupt bewirkt. Und wie es auch bei einer Hochzeit ist, alle freuen sich dann immer aufs Fest. Wenn das endlich öffentlich wird und alle können kommen und man miteinander das feiern kann. Und für mich ist die Taufe ganz, ganz vergleichbar. Das ist dann das Fest, was öffentlich wird, wo man zeigt, auch äußerlich, man tut beim Hochzeit den Ring austauschen, bei der Taufe tut man untertauchen. So ein Zeichen für den Bund, etwas, das wie zusammengehört. Und wenn du nicht tauft bist, dann würde ich dich fragen, wieso wartest du auf das Fest? Es gibt manchmal auch Leute, die sagen, ja, ich muss zuerst, irgendwie mein Glauben ist so klein, ich muss zuerst einen starken Glauben haben. Ich muss zuerst irgendwie ein guter Christ werden. Ich muss zuerst noch gewisse Sachen in Ordnung bringen. Und auch dort, das ist ein mega cooles Bild vom Heiraten. Also ich habe noch nie ein Ehepärchen gesehen, das gesagt hat, ja, wir tun zivil uns trauen und nachher, wenn wir dann eine perfekte Ehe haben, dann machen wir nachher dann ein grosses Fest und dann auch noch eine kirchliche Trauung machen. Sondern das Gegenteil ist doch der Fall. Man geht doch in die Kirche und macht eine kirchliche Trauung, weil man ja Gottes sagen will, weil man eben weiss, dass man ja nicht perfekt ist und Gott braucht. Und das genau Gleiche ist es auch beim Glauben. Es gibt keine Voraussetzung in der Bibel für eine Taufe, außer dass man eben zu Gott umkehrt, dass man an ihn glaubt. Man muss nicht besonders geistlich sein, besonders heilig oder so, sondern man muss einen Bund mit Gott haben. Und das dürfen wir mit einem grossen Fest zeigen. Vielleicht ist es einfach dran für dich, nimmst heute mit als einzigen Punkt, dich taufen zu lassen. Wir haben ja bald einen Taufgottesdienst bei uns. Es hat hinten auch einen kleinen Flyer aufgelegt. Also vielleicht ist das genau der einzige Punkt. Und jetzt schreibt der Schreiber da, wie der Petrus sagt, kehrt um zu Gott und dann werdet ihr Gabe vom Heiligen Geist überkommen. Und später nimmt das Thema auch der Paulus wieder auf im Römerbrief, wo wir heute dann auch noch ein bisschen bleiben werden. Dort schreibt er, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Für mich ist das die grösste Wirkung vom Heiligen Geist, dass er uns ein neues Leben gibt. Dass er uns zu Kind vom heiligen, lebendigen Schöpfer vom ganzen Universum macht. Und dass wir dürfen im Geist zu ihm kommen und sagen, Abba, was nichts anderes bedeutet als Papi, Vater, ganz nah und vertraut. Das zeigt, wie die Beziehung wieder ganz geworden ist. Einige Menschen denken manchmal, das Kommen zu Gott, die Wirkung vom Heiligen Geist, die muss sich doch absolut außerordentlich anfühlen. Das ist ganz spannend. Wir sind gerade im Teenie-Weekend vor ein paar Wochen und dort haben wir miteinander über das Thema geredet. Und jemand hat gesagt, ich habe mich zu Gott hingewendet, ich habe ihm mein Leben gegeben, ich habe das neue Leben bekommen, aber es hat sich irgendwie nicht speziell angefühlt. Und das ist ganz spannend. Manchmal wirkt der Heilige Geist und es fühlt sich an, dass es einem richtig durchschüttelt und durchrüttelt. Aber manchmal wirkt der Heilige Geist auch im Feinen, im Sanften, im Stillen. Und trotzdem dürfen wir wissen und glauben, dass in der unsichtbaren Welt etwas absolut Gewaltiges passiert ist in diesem Moment. Es ist interessant, ich würde sagen, von mir persönlich, die tiefste Erlebnis mit Gott, mit dem Heiligen Geist, das war nicht, wo es bei mir laut war, sondern es war eher in der Ruhe, in der Zurückgezogenheit. Ich weiss es nicht wieso, oder wie es sich bei dir anfühlt, oder wie es dir geht. Ich habe ganz das Gefühl, bei diesem Punkt, bei dieser Wirkung vom Heiligen Geist, bei dem Handeln vom Heiligen Geist, dass etwas ist, was oft auch im Stillen passiert, im Feinen, im Sanften, und doch ist es etwas absolut Gewaltiges. Und genau diesen Punkt nimmt der Paulus auch auf, wenn wir im Römer 5 lesen, wo es dann auch noch um die zweite außergewöhnliche, riesige Wirkung geht vom Heiligen Geist. Ich lese aus dem Römer 5. Da heißt es, sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Beziehung ist wieder in Frieden gekommen. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen,
Und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir sind also nicht nur Kind geworden vom lebendigen Gott, sondern wir haben eine Hoffnung in uns, die über die Welt rausgeht, die bis in die Ewigkeit hineinragt. Und jetzt könnte man ja sagen, ja super, dann ist jetzt ja alles easy und gut, dann läuft das ja alles wie geschmiert. Paulus kennt auch noch eine andere Seite und die greift er da auch auf. Aber nicht nur dies, wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis. Da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer, Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Also ganz eine spannende, kurze Nebenbemerkung. Der Paulus schreibt da, hey, es gibt auch, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man den Heiligen Geist hat, Bedrängnis im Leben, Herausforderungen, schwierige Sachen, Bedrängnis wegen dem Glauben, sogar Verfolgung kann es geben. Das hat er ganz hautnah miterlebt und er sagt, hey, das ist cool, das ist lässig, das ist super, wenn es das gibt. Das müssen wir uns mal merken, für die nächsten Momente der Bedrängnis, die wir selber erleben. Kannst du dann auch sagen, hey, das ist jetzt aber wirklich gut. Aber der Paulus sagt das ja nicht, weil er die Bedrängnis so super cool findet, sondern er sagt das, weil er merkt, in dem innen kann er besonders wachsen, im Glauben, weil es bewirkt Ausdauer, Geduld. Und das wiederum bewirkt, dass der Glaube wachsen und die Hoffnung auf die Ewigkeit noch viel stärker und größer wird. Und jetzt kommt der Paulus zu dem Punkt, wo er schreibt, wo für mich die zweitgrößte Wirkung ist vom Heiligen Geist. Nämlich, dass der Heilige Geist Gottes Liebe in uns, in Herzen hinein ausgießt. Gottes Liebe in unsere Herzen ausgießt. Das ist manchmal nicht der erste Gedanke, wenn man über den Heiligen Geist nachdenkt, aber ich glaube, es ist ein mega zentraler Gedanke. Der Heilige Geist, der Geist der Liebe, der Heilige Geist, der die Liebe bewirken will, die Liebe von Gott will in uns ausgießen. Genau das heisst es im Römer 5,5, wenn wir dann weiterlesen. Die Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, ist doch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Ihr erinnert euch vielleicht ganz am Anfang der Serie, wo wir die Spritzkanne genommen haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Über das haben wir ja gerade geredet, über den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und dann heißt da, die Liebe Gottes ist ausgegossen. So, jetzt habe ich es auch vorne noch richtig. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Wenn man so eine Spritzkanne anschaut oder wenn man sich überlegt, man tut gießen etwas, dann schaut man, dass es richtig durchnässt ist, dass es richtig genug Wasser hat, so viel, dass es kann wachsen kann, gedeihen. Und dann fragen wir uns ja, welche Liebe ist denn ausgegossen in unsere Herzen? Die Liebe von Gott. Nicht irgendeine menschliche Liebe oder die Liebe von mir aus zu Geld oder weiss auch nicht was für Sachen, sondern die Liebe von Gott ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben ja viel in dieser Serie über die Liebe nachgedacht. Was bedeutet das? Liebe untereinander, einander gerne haben, Freundschaften, die wachsen. Und ich glaube, das ist der Kern dieser Gemeinschaft, dass eine Liebe da ist zueinander. Ich habe mal im Neuen Testament geschaut, wie viel Mal das eigentlich da steht. Liebt einander oder so, dass man die Aufforderung haben, einander zu lieben. Ich habe das aufgeschrieben. Ich habe ganz nicht abschliessend alle Verse rausgesucht, aber ich bin wirklich auf 3 Seiten gekommen, voller Bibelverse, 40 Bibelverse, wo es deutlich heisst, einander lieben. Einander lieben, brüderliche Liebe, anhaltende Liebe, immer wieder die Aufforderung, einander lieben. Interessant, dass es so ein wichtiges und entscheidendes Thema ist. Es kommt deutlich mehr vor als der Bibelvers «Liebet Gott». Das ist noch interessant. Ich würde es nicht unbedingt sagen, dass das auch wichtig soll sein von unserem Verhalten. Aber interessant, dass es so wichtig ist im Neuen Testament. Liebet einander. Und da denken wir oft, ja, wie geht das? Wir sind oft an dem Punkt gestanden, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Liebe von Gott. Und jetzt schreibt da der Heilige Geist. Durch ihn ist die Liebe von Gott in unsere Herzen ausgegossen. Also der Heilige Geist ist der Geist von der Liebe.
Das heißt im Römer 15,30, wo der Paulus die Leute ermahnt, dass ermahnt sie durch die Liebe des Geistes. Oder wenn wir Galater lesen, dort werden die Früchte vom Heiligen Geist aufgezählt. Und das Erste, was steht, ist Liebe. Oder wir lesen im Kolosser, dort wird berichtet, und das heißt dann, es wird berichtet von eurer Liebe, die im Geist wirksam ist. Kolosser 1,8. Oder im 2. Timotheus 1,7 heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, einen Geist der Liebe. Also wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann ist das, ich denke, das ist die zweitgrößte Wirkung, die der Heilige Geist unter uns will entfalten, dass er uns die göttliche Liebe in die Herzen hinein ausgießt. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ich will mehr vom Heiligen Geist erleben, ich will mehr seine Kraft spüren in meinem Leben, in meinem Alltag, dann darfst du nicht erstaunt sein, wenn du plötzlich eine Liebe in dich überkommst, die du nicht für möglich gehalten hast und wo du merkst, die ist nicht von mir. Eine Stelle, wo das am besonders deutlichsten zum Ausdruck kommt, ist im 1. Korintherbrief. Dort hat es so die Kapitel über den Heiligen Geist absolut faszinierend, Kapitel 12 bis 14. Und im Kapitel 12 geht es gerade los. Dort schreibt der Paulus auch, dass der Heilige Geist der ist, der uns zusammenfügt zu einer Gemeinschaft, so wie zu einem Leib mit ganz verschiedenen Körperteilen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wirkungen. Die einen, die haben Geistesgabe vom Apostel sein, vom Prophet sein, vom Lehrer, von Wunderkräften, von Heilungsgabe, von Hilfeleistungen, von Leitungsgabe und Zungenrede und so weiter. Alles Sachen, die wir uns auch wünschen, wo wir darum ringen und danach streben. Aber es heisst dann, dass es noch etwas Besseres gibt, noch etwas Grösseres, noch etwas Schöneres, noch etwas, was mehr ist als alles das zusammen miteinander. Am Schluss vom Kapitel 12 heißt es dann, ihr eifert nach den größeren Gaben. Okay. Dann will ich euch einen Weg zeigen, der weit besser ist. Das gilt auch für uns. Eifern wir nach den noch grösseren Gaben, wenn wir das Wirken vom Heiligen Geist spüren, dann gibt es einen Weg, der noch viel, viel besser ist. Und dann kommt der Johannes 13, der 1. Korinther 13. Und das zeigt eigentlich dann, wir werden das gerade lesen miteinander, das ist der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Ohne Liebe ist alles nichts. Wirklich alles ist nichts wert. Er erzählt ihn dort auf, der Paulus im Kapitel 13. Wenn ich Zunge reden kann, aber ohne Liebe, dann ist es so wie tönendes Erz oder eine lärmende Zimbel, irgendeine Katzenmusik. Wenn ich prophetisch reden kann, sogar so, dass ich alle Geheimnisse kenne, ohne Liebe bin ich absolut nichts. Wenn ich sogar so viel Glauben hätte, zum Bergen versetzen, wünschen wir uns das nämlich nicht. Aber ohne Liebe ist das nichts. Er schreibt sogar, wenn ich alles würde verschenken, wenn ich so ein dienendes Herz hätte und sogar mich selber würde noch verbrennen vor lauter Hingabe, aber ohne Liebe nützt alles nichts. Und dann zählt er auf, was das für eine Liebe ist, wie sich denn die Liebe zeigt und wie sich das auswirkt. Und wir wollen das lesen miteinander. Die Liebe hat den langen Atem. Gütig ist die Liebe. Sie eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt nicht zum Zorn reizen. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie trägt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe kommt niemals zu Fall. Boah. Und dann schreibt der Paulus weiter, es wird irgendwann einmal das Vollkommene kommen. Für mich ist der Einzige, der vollkommen ist Gott. Also wenn Jesus wird wiederkommen, wird es ein Ende haben mit all diesen Sachen, mit den Geistesgaben und so weiter. So schreibt es der Paulus, aber etwas wird nicht vorbei sein. Und das schreibt er dann auch noch. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Wenn ich die Verse lese, dann merke ich, da wird nicht die menschliche Liebe beschrieben. Also, der Maßstab, da musst du mal einen suchen gehen, der so eine Liebe entwickeln kann.
Hei, hei, hei. Sondern da wird die göttliche Liebe beschrieben. Die göttliche Liebe. Was für eine wunderbare, große, unendliche Liebe hat Gott. Unbeschreiblich. Und dann lesen wir im Römer 5,5, dass durch den Heiligen Geist die göttliche Liebe in unsere Herzen ausgossen wird. Was für ein wunderbares Geschenk. Was für eine gewaltige Wirkung vom Heiligen Geist. Ein Weg, wo der Paulus schreibt, ist noch viel besser und größer als das alles. Wenn wir heute da sind und über den Heiligen Geist nachdenken, über sein Wirken, dann wollen wir bitten, dass er wirkt unter uns. Und dass er Grosses wirkt. Er darf wirken, was er will, weil er ist Gott. Aber wir bitten ihn besonders, dass er das Größte wirkt. Dass er die Liebe von Gott noch viel mehr und viel grösser in unsere Herzen ausgießen. Weil ohne Liebe ist alles nichts. Und dafür wollen wir miteinander auch beten. Wir wollen zum Gebet kommen. Ich habe schon oft in meinem Leben gebetet, dass Gott wirken, dass der Heilige Geist wirken in mir, dass er Raum einnimmt. Und es ist mir schon ein paar Mal so gegangen, dass ich gemerkt habe, wie er einfach seine Liebe entfalten, ausgießen. Ein Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist, das liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Da hat es in der Kirche, wo ich war, hat's eine Gemeindespaltung gegeben. Und es war ein sehr trauriger Moment. Und es hat eine Mitgliederversammlung gegeben, wo man damals den Pastor abgewählt hat und die Hälfte der Gemeinde ist weggegangen und es war so eine traurige Situation. Und ich habe gebeten, Gott, was willst du? Brauch mich, wirk du mich. Irgendwie. Und plötzlich habe ich eine Liebe bekommen. Für die mir gepasst haben in dieser Situation, aber für die anderen auch. Einfach für alle Menschen, die da waren. Für die nicht gewusst haben, was sie jetzt machen sollen. Und ich habe gemerkt, jetzt irgendetwas Gutes will ich diesen Menschen tun. Und ich habe dann einen von der Gemeindeleitung angerufen und gesagt, du, was kann ich irgendetwas Gutes tun, was der Gemeinde gut tut? Und er hat gesagt, ja, am nächsten Sonntag wissen wir nicht, was wir machen. Da kannst du etwas vorbereiten. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt interessant, was der Heilige Geist mich da hinführt. Und ich habe dann so eine Art Kreuzweg vorbereitet, wo wir miteinander als ganze Gemeinde einfach zum Kreuz hingegangen sind und uns auf Jesus hin fokussiert haben, auf die Liebe, die er hat. Weil ich mir gewünscht habe, dass jeder die Liebe von Jesus ganz tief erfahren darf. Und ein anderes Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist, ich habe ja auch Schule gegeben, fast 10 Jahre. Und eine der letzten Klassen, die ich hatte, das war die schlimmste Klasse. Und ich habe immer gedacht, wenn man ein bisschen erfahren ist, dann wird das immer alles viel besser. Und ich habe mich aber gefreut auf die Klasse, weil es hat 2 Elias in dieser Klasse gehabt. Und mein Sohn heisst auch Elia. Und ich habe gedacht, wenn da Elias sind, das sind sicher super Typen, das kommt gut. Und dann bin ich da und genau die 2 Jungs, das sind die absolut schlimmsten Jungs gewesen. Ich habe nach der ersten Stunde nicht gewusst, was mache ich da? Was mache ich mit denen? Keinen Plan hatte ich. Da habe ich mir ein paar Sachen überlegt und so und das nächste Mal Vollgas probiert und es hat alles nichts genützt. Und dann habe ich mit anderen Lehrern telefoniert, mit den Klassenlehrern und so. Und die haben gesagt, ja, das kennen wir auch, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, das wird eine schwierige Zeit. Und dann bin ich gebeten und habe Gott gebeten, dass er wirkt, dass sein Heiliger Geist wirkt. Und das Wunder, was passiert ist, Gott hat mir eine unglaubliche Liebe für die 2 Jungs geschenkt. Und wo sie wieder reingekommen sind das nächste Mal, habe ich nicht als erstes gedacht, was jetzt alles wieder Schlimmes passiert, sondern ich habe sie irgendwie einfach gern gehabt. Und es sind einige komische Sachen passiert, aber ich habe sie einfach gern gehabt und habe plötzlich auch gesehen, wie verloren dass sie eigentlich sind. Was wahrscheinlich in ihrem Leben selber irgendwie kaputt ist oder so. Und ich mag mich erinnern, Prüfungen finden die Schüler ja nicht so cool. Und für die Lehrer, also für mich war es immer die langweiligste Stunde. Man muss immer rumlaufen und schauen, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Und darum habe ich mir dann vorgenommen, in dieser Zeit für die Schüler zu beten. Und ich bin manchmal von Platz zu Platz und habe immer ein bisschen streng geschaut. Aber ich habe eigentlich die Schüler angeschaut und habe für sie gebetet. Und bei den Elias bin ich besonders lang stehen geblieben, weil es ist mir so vom Herzen war, dass sie die Liebe von Gott auch erfahren mögen. Und vielleicht bist du da und denkst, ich brauche in so vielen Situationen die Liebe. Und wir wollen beten, dass der Heilige Geist Gottes Liebe ausgießt in unsere Herzen. Vielleicht sind da ein paar jüngste Leute, die noch reinschauen, nach dem Pfila. Und ich denke, so wichtig, dass wir beten, Gott, wir brauchen deine Liebe. Das, was im Sola darauf ankommt, oder die jüngste Nachmittag, oder wo du mit den Jungschärlen unterwegs bist, ist die Liebe. Die Liebe zu den Jungschärlen, zu den Menschen, zu den Kindern. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe irgendwelche Dienste und sie kacken mich an, ich habe keine Lust mehr, sie gefallen mir nicht. Irgendwie dieses oder jenes. Dann beten wir um Gottes Wirken und er schenkt dir eine Liebe für die Menschen.
Liebe für die Menschen, die du ihnen dienst. Vielleicht sind es aber auch persönliche Beziehungen, die du hast. Gerade in der Familie zum Beispiel. So Momente, wo du deinen Ehepartner am liebsten auf den Mond schicken. Bitte ums Wirken vom Heiligen Geist. Und er wird dir eine Liebe ins Herz schenken, die nicht du kannst machen kannst. Eine Liebe für den anderen. Zu den eigenen Kindern. Gerade am Donnerstag zum Beispiel haben wir so einen Abend gehabt, da ist es ein bisschen drunter und drüber gegangen und die Kinder haben rumgemotzt und meine Geduld war auch fertig gewesen. Und dann ist der Spiegel nach oben gefallen und alles versplittert am Boden. Und dann habe ich gedacht, gut, habe ich die Predigt vorbereitet, das kann ich gerade beten. Und ich habe gebeten, Gott, schenk mir Liebe für meine Kinder, schenk mir Geduld. Und dann habe ich nochmal gebetet und nochmal und nochmal. Manchmal ist es so ein Stossgebet im Alltag. Vielleicht ist das genau dein Action-Step für die nächste Woche, nimm es mit. Wo du merkst, jetzt wirst du menschlich völlig daneben oder schlecht reagieren und dann beten, Gott, gieß deine Liebe aus in mein Herz. Durch deinen Heiligen Geist, gib mir deine Liebe. In der Ehe, in der Familie, mit den Menschen, wo wir unterwegs sind. In der Kirche, in der Gemeinde, in der Kleingruppe. Lass uns zusammen aufstehen und Gott bitten. Vater im Himmel, wir stehen vor dir. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist deine Liebe ausgüssest in unsere Herzen. Es gibt nichts, was wir mehr brauchen. Und du siehst, Vater im Himmel, die Beziehungen, die wir haben, in der Familie, zu unseren Ehepartnern, zu unseren Eltern und Kindern, zu unseren Leuten, die wir mit ihnen wohnen. Du siehst die Momente, wo es an Liebe fehlt. Und wir bitten dich, gieß du deinen Geist aus in diesen Momenten, dass deine Liebe unser Handeln prägt. Dass deine Liebe ausgossen ist in unsere Herzen. Wir bitten dich für unser Zusammensein in der Gemeinde, in der Kleingruppe, in unseren Diensten, wo wir drinstehen. Wir sind nicht da, um irgendwelche Sachen erledigen, Arbeiten ausführen, sondern für Beziehungen. Beziehung mit dir und Beziehung zu den Menschen. Und wir bitten dich, gieß du deinen Geist aus, dass deine Liebe unsere Herzen erfüllt. Du siehst, wo wir unterwegs sind mit Arbeitskollegen, mit anderen Menschen, wo wir einfach deine Liebe brauchen, was manchmal auch richtig mühsam ist. Wir bitten dich, gieß du deine Liebe aus in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Vielleicht nehmen wir uns auch ein kurzes Momentchen. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es gut, wenn man einfach wieder die Sachen ableitet von Gott, die im Weg stehen fürs Wirken vom Heiligen Geist. Vielleicht hast du Sachen in deinem Leben, wo du merkst, du musst selber umkehren zu Gott. Du musst deine Sünden ihm anlegen, ihm bringen, dass so schlecht läuft, dort wo du Beziehungen kaputt gemacht hast. Dann bring es von Gott und bitte ihn um Vergebung. In einem persönlichen Gebet. Danke, Jesus Christus, hast du dein Blut für uns vergossen, um uns zu vergeben. Und hast du uns die Gabe von deinem Heiligen Geist gegeben, der in uns und durch uns wirkt. Wir wollen dir Danke sagen, dass du uns immer das gibst, was es braucht, was wichtig ist. Und am allermeisten will ich dich jetzt bitten, dass du deine Liebe in unser Herzen ausgüssest, nicht nur zum Weitergeben, sondern Vater im Himmel. Dass wir deine Liebe, die du zu uns persönlich hast, auf eine ganz neue und tiefe Art verstehen und ins Herzen hineinnehmen. Weil du hast uns so fest geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast. Du hast uns alles gegeben, was am Kreuz gestorben ist und wo verstanden ist. Im 1. Johannes heißt es, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir aber einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist unter uns
zur Vollendung gekommen. Wir brauchen dein Wirken, Heiliger Geist. Wir brauchen deine Liebe, Gott. Wir bitten dich, dass du sie ausgüssest in unsere Herzen. Du bist willkommen da, Heiliger Geist. Du bist willkommen.